freu doch, du kannst nicht so, wie der Herrgott dich geschaffen hat, da herumschulen. Das gehört sich doch nicht und zehrt außerdem Schwan meine Nerven. Warum? Hat er gefragt. Warum? Wieso? Na, weil du keinen Genierer nicht kennst und mir jedes Mal beim Aufwecken in der Früh den Zapateus ins Gesicht hängst. Alter, ich glaub, der Nola war ein Schwarzkopfpüt und stürzt sie auf mich. Willst du, dass ich ein Herzkasperl krieg, oder was? Also komm, reiß dich zusammen und zieh da wenigstens deinen Lendenschurz drüber. Das hat er dann zwar gemacht, hat aber immer gejammert, so renn ich mir an Wolf, das mag ich nicht. Jetzt ist alles so eingeengt und das Blut kann nicht zirkulieren. Das Scheiß finden auch nicht mehr so leicht aus, wie mit ganz ohne was an. Und so schwitzen wie ich will er auch nicht, meint er. Sag ich, ja, aber das ist halt zivilisierter so. Ordentlich angezogen unterscheide ich mich wenigstens von euch Wüden. Da verzieht er sein Gesicht zu einem Grinser, fängt an zum Japsen, tät immer so deppert auf mich und meint, dass man ganz ohne einen Gewandel den Unterschied aber prompt und besser sehen darf. Und markiert allerweil so 5 Zentimeter zwischen seinem Daumen und Zeigefinger, der Trottel. Ich meine, Traum her. Dann hat einer der Bobel zum Kreischen angefangen. Zupfel, Zwutschgau, Zupfel, Zwutschgau. No mehr haben's nicht gebracht, die zwei. Da wenn Freitag ein Watschen geben und den Bobel am Knack erwischt, dass gleich nur so Post hat. Und grad wie ich mir schon Sorgen mach, ob das gar nicht ein bisschen zu arg gewesen ist, stürzt sich der Freitag auf mich, kommt mitsamt mir ins Straucheln und platsch. Da straht's uns da längs noch hinauf, ich fall auf meine Wampen und er mit dem Gesicht auf meinem Hintern. Ich denk mir noch, Alter, der wird da nicht. Da hör im Bobal schon husten. Komm, Freitag, besser, mein Wedel treibt mich nur, dass ich die Scheiß da stessen.